Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Ann. Das letzte Mal haben wir diese wunderherzigen Samentütchen hier gestaltet und mit laminierten Stanzteilen verziert, bestückt. So, genau. Und dann ist mir im allerletzten Moment, wo wir schon fertig sind eigentlich, noch etwas in den Sinn gekommen. Und zwar, weil mir das ja nicht so gefällt, wenn das so glänzige Oberfläche hat und halt so mit Plastik und so, nee, ist jetzt nicht so ganz mies. Ist mir in den Sinn gekommen, ich könnte das Ganze auf schäbig schick machen und habe mir das hier überlegt, so zu machen. Und zwar habe ich das einfach mit einer Nagelfeile oder ein bisschen Schleifpapier oder was man dann auch immer hat, die Oberfläche ein bisschen angraut, also eigentlich komplett verkratzt und dann einfach ein bisschen Gesso drüber reingeschlirrt und das Rändchen, ich weiss wirklich nicht, ob man es gut sieht, vielleicht schon ein bisschen, he? Das Rändchen ganz, ganz, ganz fein mit Gold angeschmiert. Und jetzt sieht das aus, als wäre es das so eingelassen in einem goldigen Rämchen. Und mich dunkt jetzt wirklich da, wo es noch ein bisschen glänzig ist, sieht es fast aus, als wäre das Blümchen einfach so hinter Glas. In einem Glasrämchen mit einem wunderbaren Goldrahmen. Ich finde es super herzig und ich habe gerade genau gewusst, ich muss alle die auch noch so machen. Das geht sonst nicht anders. Ich will die auch so haben. So, also, dann würde ich sagen, legen wir doch einfach mal los. So, also, eben wie gesagt, nehme ich hier also einfach so eine Nagelfeile und mache da mal Kämmchen. Noch ein bisschen aufpassen, dass ich meine Nägel nicht auch noch abfeile. So. So, einfach einmal rundherum. Und dann oben dran wirklich ziemlich ohne Rücksicht auf Verlust. Einfach über alles drüber. Aber vor allem, dort das Blümchen nicht ist. So, und das gibt dann so ganz feine, ich weiß nicht, ob ihr es sieht, gut. Feine Krabbel drauf. So, habe ich noch ein bisschen. Das Blümchen kann man auch. Und ich kann in alle Richtungen, die ich will. Das muss gar nicht alles irgendwie in eine Richtung sein oder so. Das kann wirklich Kraut und Rüben. So, hier auch noch. Genau das, was man normalerweise nicht will. Dass es verkratzt. Aber jetzt wollen wir es. Aha. So, wenn ich ein bisschen tiefere Krebel will, dann nehme ich noch die Rückseite, die ein bisschen rauer ist. So. Und dann kann ich auch noch gerade ein bisschen die Kanten ein bisschen abschleifen. Die da beim Schneiden entstanden sind, noch nicht so schön sind. Ein kleines bisschen gehen die gerade auch so weg. So, das noch.
Und die Kante auch noch. Schön das Rändchen. So. Und es hat wirklich gerade so verschiedene Effekte. Ich weiss es nicht, aber ich vermute jetzt mal, es könnte sein, dass die Gesso besser hebt drauf, wenn die Kante, also die Oberfläche ein bisschen angraut ist. Zum anderen macht es gerade schon von Anfang an ein bisschen matt, natürlich. Und etwas, wo ich wirklich erstaunt war, mich dunkt es sieht wirklich ein bisschen aus, als wäre es so hinter einem verkratzten alten Glas. So. Und Glas ist natürlich viel vintagiger als Plastik. So. Und das letzte noch. So. Da kehre ich es auch noch einmal um. Ein paar tiefere Kratzer und Krabbel reinmachen. Und den Rand noch. So. So, oh ja, das hat da recht. Das hat es da recht verwünscht, das ist gut. So. Voilà, da noch ein bisschen. So. Und jetzt, ich sollte vielleicht nicht da auf meiner Unterlage mit der Gesso umschmieren. Nehmen wir da jetzt gerade so ein Ding. Haushaltspapierli. Und dann komme ich da mit meiner winzig kleinen Dose Gesso. Upsla. Und so. Und dann schmieren wir mal drauf los. Ich mache jetzt das hier mal mit den Fingern. Schön da in die Rille reinschlirken, die es gegeben hat. Das kann man sicher auch mit einem Schwimmli machen. Oder ja, ich weiß auch nicht. Mit irgendwas. Mit dem Pinsel kann man natürlich auch. Das hier von mir ist einmal ein Pinsel gewesen. Jetzt ist es zu einem Spachtel degradiert worden, weil es nicht ausgewaschen hat. Irgendjemand, ich weiß auch nicht genau, wer das war. So. Also das, was ich einfach nicht haben will, ist, was ich gar nicht gerne habe, ist, wenn es Fingertöpfchen drauf hat. Also, ja, weißt du, was ich meine? Darum, das werde ich ziemlich wegschmieren immer. So, da kommt natürlich auch noch mehr. Aber ich glaube, mir gefällt das jetzt gerade noch so. So. Und zu einem gewissen Grad, wenn man nicht zu viel drauf hat, kann man das wirklich auch immer noch abstreichen. Und ich glaube, so mit dem Fingernagel oder irgendwie so könnte man es auch noch wieder abkratzen.
wenn es jetzt wirklich viel zu viel irgendwo drauf hat oder man noch mehr drauf gestrichen hat, wo man jetzt nicht hätte wollen. Ja, genau. Halt einfach zu diesen Kratzer aus bringt man es nachher nicht mehr. Also, könnte man aber schon noch ein bisschen wegbringen. Schon. So. Zwischendurch darf es schon noch ganz schauen. Hey, aber ich finde die genial. Viel, viel, viel genialer, als sie vorher waren. Ich meine, vorher sind sie schon recht hübsch gewesen, haben sie mir gut gefallen. Aber jetzt so. Ja, es kommt gut, es kommt gut. Das da, oh, das ist eines meiner Lieblings. Mit dem, wie heisst es? Surampfer. Surampfer, so wie das vorher. Und dann ist das auf so selber geschöpftem Papier, wo man jetzt gerade nicht viel davon sieht, von dem Papier. Ja, aber jetzt wieder. Jetzt kommt es ja dann gerade führen. Gell, ja, da kommt schon wieder ein bisschen führen. So, ist gut. Brav. So. Da noch ein bisschen. So. Ja, das gefällt mir. Und jetzt noch das da. Oh, jetzt ist da gerade ein bisschen nicht ganz verrührt, da mein Gesso, nur an einem Ort ein bisschen. Jetzt habe ich gerade ein bisschen von dort, wo es so ziemlich, ja, was ist das, ölig oder wässrig oder beides nicht ist. So, aber jetzt ist gut, ist gut. Oh ja, hey, mit dieser alten Schrift gefällt mir das mega gut. Da ein bisschen vom Blümchen wieder wegputzen. Schliesslich haben wir das noch ein bisschen gesehen. Jawohl. So ist gut. Ein bisschen weiss haben da. So. Also. Jetzt sind die Hände schön voll. Genau so, wie es muss sein. Nach dem Basteln. Es trocknet ja mega schnell da, vor allem wenn das nur so ganz wenig drauf ist. Jetzt das Rämchen hier, das ich vorbereitet habe, habe ich mit dem Stift drauf geschrieben. Und das ist so ein Bebeo Marker auf Ölbasis. Und leider hat mir der nicht so gut getrocknet. Oder hat er jetzt getrocknet? Ah, nein. Nein, er ist wirklich nicht so geeignet. Und darum habe ich mir da ein bisschen goldige Acrylfarbe genommen. Ui, ja, ein bisschen sehr viel. Das ist definitiv genug. So, und dann probieren wir doch das mal da mit so einem
Spachtel einfach hier am Rändchen ein bisschen aufzutupfen. Ja, die ist jetzt ein bisschen sehr gel. Das ist eigentlich nicht ganz so die Farbe, die ich mir vorgestellt habe. Also gel. Das andere Gold ist tatsächlich ist ein bisschen gelblicher und das so ist so ein bisschen oranglicher. Dunkt es mir jetzt gerade. Ich weiß nicht. Aber vielleicht können wir ja allenfalls ein bisschen mit Stempelfarbe noch ein bisschen das ein bisschen abschwächen später, wenn es ganz trocken ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir müssen alles ausprobieren. Was ich weiß, es gibt auch noch so Gilding-Wachs. Ob das natürlich da drauf hat, kein blasser Schimmer. Ich habe das noch nie gemacht. Oder wenn man es gerade so mit Goldflocken machen. Aber auch das, keine Ahnung, ob das schlussendlich dann hebt. Auf dem, schliesslich ist es ja einfach Plastik. Und was müssen wir sonst nehmen? Irgendeinen Permanentmarker, einen goldigen. Habe ich natürlich nicht. So, jetzt hätten wir einfach das. Jetzt zeige ich das mal, wie das aussieht. Seht das Rändchen? Schon ein bisschen, hä? Ja, es ist schon recht herzig. Ist mir jetzt einfach fast ein bisschen zu orange. Fies. Bin wirklich gerade am Studieren, ob ich noch etwas anderes habe. Ui, da ist definitiv ein bisschen zu viel. Oh, aber so könnte man es natürlich auch machen. Und das ein bisschen verschmiert. Nicht so ein Bürstchen, sondern so ein kleines Geschmier. Das würde jetzt also auch noch hübsch aussehen. So. Also, zeigen wir mal. Und so sieht es aus, wenn es so ein bisschen geschmiert ist. Auch okay. Ist auch total okay. Oh, gut. Schmier. Ja, vielleicht gehe ich gleich noch schnell schauen. Vielleicht kommt mir ja plötzlich noch etwas in die Finger. So, kleiner Moment. So, also ich bin jetzt noch schnell schauen und etwas wirklich
geeignet, das habe ich nicht gefunden. Jedoch hat in dieser Zeit das hier noch ein bisschen getrocknet, das ich am Anfang geholt habe. Einfach noch ein bisschen länger getrocknet und es verschmiert nicht. Man kann es auch nicht abkratzen, also mal, das könnte man wahrscheinlich schon, aber jetzt einfach so nicht und es ist auch nicht, nicht mehr klebrig. Am Anfang war es eben noch ein bisschen klebrig gewesen. Ich habe das Gefühl, wenn man es wirklich genug lang trocknet, dann geht es schon und es gibt wirklich ein wunderbares Gold. Und ich mache jetzt das letzte einfach noch mit dem, auch einfach zum zeigen, wie ich das gemacht habe. Und ich nehme noch, ja, es gibt ja dann sicher auch andere Permanentmarker, goldige, die dann sicher gut gehen. Vielleicht sogar auch, wie heissen jetzt die schon wieder? Ah, das ist mir gerade entfallen. So. Ja, vielleicht kommt es mir dann noch in den Sinn. So, dann kann man ein dickeres oder ein dünneres Rändchen machen. So, kommt noch ein bisschen raus. So, mit dieser Farbe finde ich wirklich einfach obergenial. So lieg. Voilà. Oh ja, ey. Mega schön. So. Also. Hey, schaut mal, wie schnusig das die geworden sind. Die muss man jetzt auf jeden Fall aber noch sehr, sehr gut trocknen, bevor wir es dann einfüllen können in unser Journal. Wieder zurück in die schnusigen Samentütchen, die wir hier gebastelt haben. So, kommen die dann nachher hier rein. Und ich finde die super mega herzig. Sie gefallen mir total. Und es hat mega Spass gemacht, das herauszufinden. Und ja, wenn es euch auch gefallen hat, dann könnt ihr ja einen Daumen hoch geben. Das würde mich mega freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!